Ich habe mich schon aufregen über ein paar Filme vom Jahr 2016. Das ist aber in einem separaten Video gewesen. Jetzt darf ich mich freuen über Filme und das Jahr 2016 hat wirklich einen Haufen tolle Filme zu bieten gehabt. Ich habe lange überlegt, ob ich sogar eine Top 20 soll machen. Schlussendlich habe ich es dann aber abgebrochen auf 10 Filme. Aber da ich die anderen Filme nicht möchte, quasi entwürdigen, weil sie nicht auf meiner Liste sind, habe ich eine kurze Liste, beziehungsweise eigentlich eine grosse Liste von satt 9 Filmen, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, aber trotzdem mehr als sehenswert sind. Und die in keiner bestimmten Ordnung sind zum Beispiel Room. Room ist ein Film, der mich zerstört hat. Es war wirklich ein extrem emotionaler Film gewesen. Ich will ihn nicht unbedingt nochmal schauen, aber er ist super gemacht, er ist toll gespielt. Von dem her hätte er eigentlich auf die Liste gehört, aber will ihn nicht unbedingt nochmal schauen, hat er es nicht geschafft. Dann haben wir drauf Zoomania, den ich cool gefunden habe. Das ist wirklich ein toller Animationsfilm mit einer super Message, wo auch mal ein bisschen mehr wagt, was man sich überhaupt nicht gewöhnt ist von Disney, meiner Meinung nach. Und apropos Disney, weiter auf dieser Liste ist Vaiana und den habe ich auch super gefunden, den habe ich erst gerade letzte gesehen. Der hat coole Songs, hat coole Figuren, ist super gemacht. Ein absolut toller Disney-Film von der alten Klasse. Apropos, nochmal Disney, es sind ein Haufen Disney-Filme auf dieser Liste und das ist das Dschungelbuch und zwar die Echt-Version mit der ganzen Compi-animierten Tier. Das habe ich wirklich auch einen sehr coolen Film gefunden, der ist super gemacht. Ich bin sehr gespannt, was der Jon Favreau mit dem König der Löwen macht, wo in ein paar Jahren dann irgendwann einmal wird rauskommen. Aber das Dschungelbuch ist wirklich ein absolut toller Film geworden. Dann nochmal 2 Filme von Disney sozusagen und der eine von denen ist Captain America Civil War. Den habe ich zwar 2-mal im Kino gesehen und ist wirklich sehr ein unterhaltsamer Superheldenfilm, aber je mehr dass ich darüber nachgedacht habe, desto weniger Sinn hat es gemacht und mehr als die Action-Szene auf dem Flughafen ist mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben und die Szene auf dem Flughafen sieht farblich und optisch wirklich nicht sehr gut aus, von dem her habe ich den von meiner Top 10 streichen. Und der andere Disney-Film ist Rogue One, A Star Wars Story. Den habe ich sehr unterhaltsam gefunden, sehr cool, nicht annähernd so gut wie The Force Awakens, aber trotzdem ein cooler Star Wars Film, der Geschichte so ein bisschen weitertreibt und bereichert, was ich sehr wichtig gefunden habe bei dem, aber schlussendlich auf die Liste geschafft hat er es nicht. Dann hat es noch 2 Filme, die sehr so Oscar-Filme sind. Der eine ist sogar der Sieger vom Best Picture jetzt mal, also vor gutem Jahr, und das ist Spotlight gewesen. Das ist wirklich sehr ein starker Film, den ich auch 2-mal im Kino gesehen, so viel es mir ist. Wirklich sehr ein gut gespielter, sehr gut geschriebener Film, wo ich aber nicht wirklich mich sehe, den nochmal zu schauen, aber trotzdem sehr ein empfehlenswerter, spannender Film über investigativen Journalismus. Der andere ist The Revenant, wo einfach optisch ein absolutes Meisterwerk ist und von dem her sehr spannend und durchaus sehenswert, aber er geht über 2,5 Stunden und du kannst in der Mitte locker eine Stunde pennen, ohne dass du von der Story etwas verpasst ist. Aber ich finde, nur schon für die ganzen Visuals und für die ganze Machart ist der Film mehr als sehenswert. So, genug geschnattert über Filme, die es nicht auf die Liste geschafft haben. Und bitte denkt daran, das ist meine Liste, das mögen nicht die allerbesten Filme ever sein. Es mag sein, dass ich in meinen Reviews vom einen Film bessere Worte gefunden habe als für den anderen und jetzt sind sie aber gleich voreinander in einer anderen Reihenfolge. Das ist aber einfach halt eine sehr subjektive Liste. Und auf Platz 10 ist Hail Caesar von den Coen Brothers. Ich habe den 2-mal im Kino gesehen, ich habe den sehr unterhaltsam gefunden. Es hat ein paar mega lustige Szenen. Er ist super gut gefilmt, er ist toll gespielt. Er ist ein bisschen chaotisch im Storytelling, das darf man sagen. Aber trotzdem habe ich das sehr cool gefunden. Ich werde das sicher nochmal schauen und darum hat er meiner Meinung nach den Platz 10 verdient. Auf Platz 9, ich habe gehofft, dass der weiter raufkommt und er wäre eigentlich schon auf meiner letztjährigen Top 10 Liste drauf gewesen, aber dort habe ich noch nicht dürfen sagen, was ich vom Film gehalten habe, darum habe ich ihn weglassen. Jetzt ist er aber drauf auf Platz 9 und das ist The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Der Film geht mit fast 3 Stunden schon extrem lang, aber er ist toll gespielt, er ist wirklich so ein bisschen wie ein Theater, habe ich gefunden und das habe ich mega spannend gefunden. Er ist wie alles vom Tarantino fantastisch geschrieben, er ist toll gefilmt,
gefilmt mit dem gleichen Objektiv bzw. mit der gleichen Kamera wie der Original Ben-Hur und er hat wirklich tolle Aufnahmen. Der Hateful Eight ist ein super guter Film, der den Platz auf dieser Liste meiner Meinung nach verdient hat. Platz 8 haben wir einen Animationsfilm, der nicht Vaiana und nicht Zootopia ist und auch nicht von Disney ist. Es ist Kubo and the Two Strings. Ich habe kein Review gemacht von dem, obwohl ich ihn zweimal gesehen habe im Kino. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, aber ich werde, sobald die Blu-ray rauskommt, werde ich da meine Worte dazu sagen. Aber ich finde, der gehört absolut auf meine Liste. Er ist so dermaßen gut gemacht, mit viel Stop-Motion, verdammt aufwendig produziert und man sieht einfach die Liebe in dem Film und die Liebe zum Detail. Es ist eine mega, mega schöne Geschichte, die erzählt wird und darum ist der auf meinem Platz 8. Auf Platz 7 hat es der einzige Superheldenfilm auf dieser Liste geschafft und das ist Deadpool. Ich habe das wirklich einen super lustigen Film gefunden. Er hat, was die Story angeht, nicht super viel Neues gewagt und er sieht rein so farblich und von den Settings ist er relativ langweilig, aber er ist super lustig, er ist gut gespielt und ja, alles, was man von einem Deadpool-Film eigentlich möchte. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil, der wahrscheinlich ein paar Jahre, 1, 2 so, rauskommt und ja, Deadpool ist absolut verdient auf Platz 7. Auf Platz 6 ist wahrscheinlich der schrägste Film, den ich das Jahr gesehen habe und den habe ich am Zürich Filmfestival gesehen und der Film ist Swiss Army Man. Es hat nichts mit der Schweizer Armee zu tun und da bin ich Gott froh. Es ist ein Film, wo der Daniel Radcliffe eine Leiche spielt, wo lernt wieder ein Mensch zu sein und es ist ein toller Kommentar auf wie wir leben und wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen, was man so darf, was man nicht darf und all das Zeug behandelt der Film extrem charmant und ziemlich originell, wie ich finde und darum hat es der Film auf meine Liste geschafft. Auf Platz 5 habe ich einen Film, den ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe und das ist Nocturnal Animals. Den habe ich wirklich super gut gefunden. Nicht gerade, als ich zum Kino ausgelaufen bin, aber nachher, je mehr dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich den Film umso besser gefunden. Ich will den unbedingt nochmal sehen, weil er ist sackstark gespielt. Er erzählt eine mega spannende Geschichte und die ist spannend strukturiert. Von dem her ist Nocturnal Animals in der Mitte von meiner Liste. Auf Platz 4 habe ich einen Film, der verdammt viel Oscar-Buzz bekommt. Also alle Leute schwätzen über den. Es wird Best Picture und dort alles Beste und sowieso der beste Film ever. Für mich ist er nur der 4. und das ist La La Land. Ich habe nicht erwartet auf eine Art, dass der Film auf meiner Liste ist, weil es ist eine Romanze und ein Musical, aber trotzdem, der Film hat mir einfach das Herz erwärmt, sozusagen. Es ist wirklich ein mega schöner Film. Er ist super gut gemacht, er ist toll gesungen, hat gute Lieder drin und alles. Von dem her ist La La Land definitiv einer der besten Filme von dem Jahr. So, Top 3, das ist mega schwer für mich. Es ist echt sackschwer gewesen. Ich habe nicht gewusst genau, in welche Reihenfolge dass ich die jetzt setzen soll. Und darum, die wird wahrscheinlich in 2 Wochen, hat das schon wieder geändert, aber auf Platz 3 ist der Film Arrival von Denis Villeneuve, wo einfach mir der Kopf platzt ist, sozusagen, beim Schauen. Er erzählt eine mega spannende Geschichte. Ich bin so fixiert auf die Leinwand wie schon lange nicht mehr oder wie noch gar nie vielleicht. Es ist wirklich mega, mega ein spannender Film. Er ist toll gespielt. Er erzählt eine originelle Geschichte auf originelle Art. Das ist etwas, was ich sehr schätze und Arrival ist mehr als verdient auf Platz 3. Ich habe zuerst gedacht, dass der wahrscheinlich noch weiter oben ist, aber je mehr, dass ich über die anderen 2 Filme nachgedacht habe und die nochmal gesehen habe, ist Arrival dann nur auf Platz 3 gerutscht. Auf Platz 2 ist ein Film, wo ich mir zuerst so ein bisschen Sorgen gemacht habe, wegen der ersten Reviews, die ich gesehen habe, dass der vielleicht nicht so gut ist. Aber The Nice Guys ist der zweitbeste Film oder mein zweitlieblingsfilm vom Jahr 2016. Er ist extrem lustig. Das ist wahrscheinlich der lustigste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr. Er hat super gute Figuren, mega bizarre Momente, auch ein bizarrer Humor hin und wieder. Er erzählt eigentlich recht eine clevere Story, was ich nicht erwartet habe. Und der Ryan Gosling und der Russell Crowe sind absolut fantastisch in dem Film. Und darum ist The Nice Guys auf Platz 2 bei mir. Und auf Platz 1 ist ein Film, den ich am Anfang des Jahres noch nichts gehört habe davon. Ich habe dann langsam so ein bisschen angefangen, etwas zu hören und gefunden, okay, der ist sicher noch gut. Ich habe den gesehen und ich habe noch nie so gegrinst in einem Film. Ich habe noch nie so lange über einen Film nachgedacht. Ich habe noch nie so lange, nachdem ich den Film gesehen habe, den Soundtrack gehört. Und in dem Fall ist das Sing Street.
Ich weiß nicht, was der Film mit mir gemacht hat, wieso dass der für mich so etwas bedeutet und für mich so speziell ist. Ich habe den Film nochmal geschaut, ich habe grinst wie ein kleiner Golf, ich habe fast angefangen zu heulen bei verschiedenen Szenen. Er ist so gut gespielt, er hat so gute Musik, er ist mega emotional für mich jetzt und Sing Street ist einfach ein grossartiger Film und von dem her mein Lieblingsfilm vom Jahr 2016. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, dass so ein kleiner Film wie Sing Street auf Platz 1 ist. Und ich weiss, ein Haufen Leute von euch werden wahrscheinlich Sing Street gar noch nicht gesehen haben, geschweige denn etwas gehört haben von dem. Darum sage ich, bitte schaut euch Sing Street an. Er wird euch wahrscheinlich nicht so super gefallen wie mir, aber ich hoffe, ihr werdet ihn euch trotzdem anschauen. Und ja, das ist meine Top 10 plus 9 Liste von den besten Filmen, oder zumindest meine Lieblingsfilme von diesem Jahr. Was habt ihr für gute Filme gesehen? Was sind eure Lieblingsfilme im Jahr 2016, wo ein Haufen gute Filme rausgekommen sind? Ich danke euch auf jeden Fall vielmals, sind ihr dabei gewesen im Jahr 2016 mit mir und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video und meine Videos angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.